Hört Gottes Wort aus den Sprüchen Salomos im 16. Kapitel. Der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden will. Einen jeglichen dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen Tag. Ein stolzes Herz ist dem Herrn eine Freude, und wird gewiss nicht unbestraft bleiben. Durch Güte und Treue wird Missetat gefühlt, und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Besser wenig mit Gerechtigkeit, als viel Einkommen mit Unrecht. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Amen. Herr, wir bitten dich, segne diese deine Worte an unseren Herzen. Amen. Die Gemeinde hat uns sicher von dieser spektakulären Höhlenrettung gehört, wie dieser Höhlenforscher Johann Westphauer gerettet wurde. Er war in dieser riesigen Höhle, die deshalb auch Riesending-Schachthöhle heißt, unterwegs bei Berchtesgaden und war dann in 1000 Meter Tiefe bei einem Steinschlag schwer am Kopf verletzt worden. Und es war ihm unmöglich, diese tiefe Höhle mit dieser schweren Verletzung aus eigener Kraft zu verlassen. Einer seiner Begleiter hat sich dann wieder ins Tageslicht gekämpft, um Hilfe zu holen. Und dann begann das, was alle Experten als eine der spektakulärsten Bergrettungen aller Zeiten bezeichnen. Denn um einen Schwerverletzten aus 1000 Meter Tiefe hervorzuholen, braucht man einen Plan. Und zwar einen guten Plan. Einen Plan, der auch funktioniert. Denn hier ging es um Menschenleben. Und zwar nicht nur um das von Johann Westphauer, dem verletzten Höhlenforscher, sondern auch um das Leben seiner Retter, die sich auch in dieser Rettungsaktion in gehörige Gefahr begeben haben. Nun, der Plan, der gemacht wurde, um Johann Westphauer aus der Höhle zu befreien und zu retten, der ist aufgegangen. Das haben wir alle gehört und gesehen, im Fernsehen vielleicht oder in der Zeitung gelesen, am Freitagmorgen der vergangenen Woche. Da durfte er endlich wieder das Tageslicht erblicken nach vielen Tagen in der Höhle. Ja, nun ist es so, liebe Gemeinde, dass wir auch alle viele Pläne machen. Unser ganzes Leben lang. Gut, die meisten Pläne, die wir machen, die sind längst nicht so spektakulär wie dieser Rettungsplan des verletzten Höhlenforschers. Aber wir haben auch Pläne zu machen, jeden Tag eigentlich. Wir müssen unseren Tagesablauf planen. Wir müssen planen, wie wir unsere Familie ernähren. Wir machen Urlaubspläne. Ja, unser ganzes Leben, das will geplant sein. Und wer einfach so uns in den Tag hinein lebt, der macht es sich selbst nur unnötig schwer. König Salomo, von dem unser Predigtext heute ist, der hat sich auch immer viele Gedanken gemacht über das Leben in dieser Welt. Und er hat sich auch Gedanken gemacht über das ganze Planen des Menschen. Und er war ein weiser Mann. Gott hatte ihn besonders gesegnet mit Weisheit, damit er der König, der erste oder der zweite König des Volkes Israels sein konnte. König Salomo gibt uns nun in dem Predigtext für heute einen richtigen Ratschlag für unser Pläne machen. Das Menschenherz, er denkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Diesen Vers habt ihr, liebe Eltern, eurer Tochter Lydia, als Aufspruch herausgesucht. Weil
weil ihr wünscht, dass eben eure Tochter ihren Lebensweg mit Gott gehen darf. Deshalb wolltet ihr auch, dass sie getauft wird. Und das ist doch auch ein wunderbarer Trost. Wir dürfen durch die Taufe Gottes Kinder sein. Er wird unser Vater sein, der auf uns aufpasst. Immer und ständig. Unser ganzes Leben lang und darüber hinaus. Liebe Gemeinde, wie planen wir unser Leben? Wie viele eurer Pläne sind schon gescheitert? Wie viele Pläne sind aber vielleicht auch aufgegangen in unserem Leben? Natürlich dürfen wir als Christen auch planen. Wir müssen nicht sagen, ich will das alles Gott überlassen, ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Wir sollen uns keine Sorgen machen, aber Pläne dürfen wir durchaus machen, auch als Christen. Natürlich dürfen wir uns auch Ziele setzen, wenn sie mit Gottes Geboten in Einklang stehen. Natürlich dürfen wir uns überlegen, wie wir dies und jenes angehen. Wir dürfen Familienplanung machen, wir dürfen uns berufliche Ziele setzen. Nur einen Fehler dürfen wir eben nicht machen, dass wir unsere Pläne ohne Gott machen. König Salomo warnt uns davor, das zu tun. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat Gott. So heißt es in unserem Predigtext in einer anderen Bibelübersetzung. Wenn wir unsere Pläne ohne Gott machen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass manche unserer Pläne nicht aufgehen. Denn Gott hat in seiner Allmacht tausende von Möglichkeiten, unsere kleinen menschlichen Pläne zu durchkreuzen, weil er sie besser weiß, weil er einen Plan hat, der weit über unser Leben hinausgeht. Ja, manchmal machen wir den Fehler, dass wir so überzeugt sind von unserem Plan, dass wir felsenfest davon überzeugt sind, das muss doch klappen, das muss doch aufgehen. Aber in unserem Predigtext heißt es, der König Salomo sagt uns, einem jeglichen Dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Gott, der alles weiß, der durchschaut auch unsere Pläne und Gedanken ganz genau. Er sieht sofort, wenn unsere Absichten bei irgendeinem Plan nicht in Ordnung sind. Er kennt unsere manchmal auch falschen Hintergedanken bei einem Plan. Und er durchschaut es sofort, wenn wir eigensüchtig planen. Wenn wir andere Menschen in unserem Plan vergessen, ja, wenn wir auch Gott in unserem Plan vergessen. König Salomo, er nennt uns den Grund, warum wir manchmal Gott bei unserem Plan ganz einfach vergessen. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht unbestraft bleiben. Der Grund dafür sagt der König Salomo in seiner Weisheit, die ihm von Gott geschenkt ist. Der Grund dafür, das ist unser stolzes Herz. Unser stolzes Herz, das lässt uns eigensinnig planen. Unser stolzes Herz denkt nur an sich, vergisst die anderen und vergisst Gott, den Herrn. Und wenn wir Gott vergessen, dann ist unser stolzes Herz dem Herrn ein Gräuel, sagt König Salomo. Gott verabscheut unseren Stolz, wenn wir uns etwas auf unsere Erfolge einbilden, wenn wir ihn vergessen, dass all unsere Gaben und Fähigkeiten, all unsere Erfolge doch ein Geschenk von oben sind. Geschenk von unserem gnädigen Herrn. Gott verabscheut unseren Stolz, wenn wir uns einbilden, manches besser zu wissen als Gott, was er in seinem Wort uns sagt und gebietet. Und wenn wir uns in unserem Planen von unserem stolzen Herzen leiten lassen, dann warnt uns der König Salomo. Das wird ganz gewiss nicht ungestraft bleiben. Und wenn es nur ist, dass Gott unsere eigensinnigen, unsere manchmal falschen Pläne einfach scheitern lässt. Die letzte Strafe aber für ein stolzes Herz, für ein Herz, das sich ganz allein auf die eigenen Stärken verlässt, das wird die Strafe, die ewige Strafe in der Hölle sein. Wenn wir uns eben nicht vorher von Gottes Wort zur Umkehr leiten lassen. Gott
eben auch durch die Sprüche Salomos dazu bringen, dass wir merken, dass wir mit unserem Planen, wenn wir nur mit unserem eigenen stolzen Herzen planen, dass wir da scheitern müssen. Gott selbst will gerne die Führung in unserem Leben übernehmen. Er hat schon längst einen Plan gemacht für unser Leben und wie gesagt, weit über unser Leben hinaus. Gott hat für die Ewigkeit für uns vorgesorgt und geplant. Gott schenkt uns ewiges Glück und ein Leben in dieser neuen, wunderbaren Welt, die er uns geschaffen hat. Gott hat ein Ziel und einen Plan für uns, wie er uns sicher durch dieses Leben bringen will, hinein in sein ewiges Glück. Und dieser Plan für unser Leben, der beginnt eigentlich in der Ewigkeit, wo Gott das schon festgesetzt hat und vorherbestimmt hat, der zu ihm gehören soll. Und dieser Plan für unser Leben beginnt dann konkret in unserem Leben eben durch die Taufe, wo Gott uns zu seinen Kindern und Erben macht. Lydia, die vorhin getauft wurde, die gehört jetzt zu Gott. Und das ist wie uns allen Gottes Güte, Gottes Treue. Darauf weist der König Salomo hin. Durch Güte und Treue wird Wohlfahrt gesucht. Und das gehört auch zu seinem wunderbaren Plan für unser Leben. Das ist der wichtigste Teil von Gottes Plan. Dass er das allergrößte Hindernis für unsere Seligkeit aus dem Weg räumt, unsere Missetat, sagt König Salomo. Unsere Schuld, unsere Sünde. Das eben, was im Weg stand zwischen uns und Gott. Und in erster Linie, das sehen wir, ist Gottes Plan für unser Leben ein Rettungsplan. Wir müssen gerettet werden. Er kennt genau die problematische Lage, in der die Menschen sich befinden. Und unsere Lage, die ist weitaus schlimmer als die des schwer verletzten Höhlenforschers Johann Nesthauer in dieser tiefen Höhle gewesen ist. Wir sind als Sünder geboren. Und sündige Menschen, gegen Gottes Willen denken und handeln, die sich von ihrem stolzen Herzen leiten lassen, die dürfen nicht zu Gott gehören. Die passen dort nicht hin. Das sagt uns Gottes Wort. Das ist unser Problem. Dieses Problem musste gelöst werden. Und hier kommt Gottes Plan ins Spiel. Denn wie kann man seine Sünden losbekommen? Wie kann man sein stolzes Herz ändern? Wie kann ich als jemand, der gegen Gott gehandelt und gedacht hat, zu ihm gehören? Ob ihr es glaubt oder nicht, wir befinden uns tatsächlich in einer viel aussichtsloseren Lage als der verletzte Höhlenforscher in 1000 Meter Tiefe. Unsere Schuld, unser stolzes Herz trennt uns von Gott. Mehr als die tiefe Höhle den verletzten Höhlenforscher vom Tageslicht getrennt hat. Ja, was war notwendig, um diesen verletzten Mann dort rauszuholen? Eine ganze Menge. Wir konnten das alle verfolgen in den letzten Tagen, was da alles in Bewegung gesetzt wurde, um diesem verletzten Mann zu helfen. Da wurden erst einmal Ärzte gesucht, die auch klettern können, die überhaupt zu diesem Mann vordringen können. Schon das ist schwierig. Und dann wurde ein ganzes Team, ein riesengroßes Team von Rettern zusammengestellt, um diesen Mann herauszuholen. Über 700 Bergretter waren bei seiner Rettung mit dabei. Der Verletzte wurde auf eine Rettungsbahre gelegt, zunächst einmal unter Tage erst versorgt und dann machte man sich auf die schwere Aufgabe, diesen Mann in dieser 100 Kilogramm schweren Bahre ans Tageslicht zu bringen. Und das war nicht einfach. Da ging es durch Canyons, durch Wasserläufe, durch steile Felswände hinab, durch enge Passagen musste man ihn ziehen und immer wieder tragen und nach oben bringen. Das war schwierig. Was aber war notwendig, um uns zu retten? Menschen konnten uns auf jeden Fall nicht helfen. Selbst über 700 starke, tapfere Bergretter hätten uns nicht helfen können in unserer aussichtslosen Situation. Und wenn sie sich noch so sehr angestrengt hätten, kein Mensch kann sich selbst die Schuld vergeben.
Kein Mensch kann sich selbst zu Gott in den Himmel bringen. Und kein Mensch kann das für den anderen, für einen anderen Menschen tun. Gott musste da eingreifen, um uns zu retten. Und das Tollste ist, Gott hat eingegriffen. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und er ist aus dem ewigen Gottesreich zu uns hinabgestiegen in diese Welt. Wie eben die Bergretter zu den verletzten Höhlenforschern hinabgestiegen sind. König Salomo beteuert uns, dass das die einzige Möglichkeit war, uns zu retten. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt, sagt er. Und zwar nicht durch unsere eigene Güte und Treue, denn wir sind ja nicht nur treu und gütig. Schon nicht gegenüber unseren menschlichen, aber zu unseren liebsten Angehörigen sind wir immer gütig und treu. Wer wollte das von sich behaupten? Und noch sind wir Gott gegenüber immer gütig und treu. Niemals hätten wir uns durch unsere eigene Güte und Treue retten können. Dieses große Hindernis auf dem Weg in unsere Seligkeit aus dem Weg schaffen können. Gott musste das tun. Seine Güte und Treue. Und seine Güte und Treue, die wird uns zuteil durch Jesus Christus. Dort, in der Person von Jesus Christus, diesem wahren Menschen, wahren Gott, da erkennen wir Gottes Liebe und Treue. Gott ist gütig und treu, deshalb schickt er uns den Herrn. Gott ist gütig. Deshalb stirbt Jesus Christus für unseren Kreuz. Und deshalb, weil Gott so gütig und treu ist, dann lässt er uns auch in der Taufe seine Kinder und Erben werden. Dann macht er in der Taufe einen Bund mit uns. Und zu diesem Bund, da steht er treu und fest. Und dieser Bund lautet: Du darfst mein Kind sein. Und du darfst für immer zu mir gehören. Ich vergebe dir alle deine Schuld. Ich räume deine Missetat aus dem Weg und wasche deine Sünden ab. Und Gott macht da keinen Unterschied in seiner Güte und seiner Treue. Alle dürfen zu ihm kommen. Gott, unser Heiland, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sagt er uns in seinem Wort. Christus hing für alle Menschen am Kreuz. Und er will, deshalb hat er auch den Befehl gegeben, zu taufen, hinzugehen und zu taufen. Er will, dass möglichst viele Menschen getauft werden und zu ihm gehören und gerettet sind. Und heute ist diese Rettung für Lydia Lunghans geschehen. Durch den Heiligen Geist und durch die Taufe hat Gott ihr den Glauben geschenkt. Gott hat mit ihr diesen Bund aufgerichtet, zu dem man sich nun treu halten will. Und Gott will aber noch weiter an diesem kleinen Herzen arbeiten. Gottes Arbeit und Gottes Fürsorge und Treue hört mit diesem Tag nicht auf. Heute geht es erst los. Die Lydia, die soll aufwachsen in ihrem Glauben. Sie soll auch zu Hause von euch Eltern Gottes Wort hören und in diesem Glauben aufgezogen werden. Und auch hier in der Gemeinde soll der Glaube wachsen unter Gottes Wort. In der Gemeinde, zu der sie heute, auf dem Tag ihrer Taufe gehört. Das Menschenherz verdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seine Schritte. Lydia, die kann noch keinen eigenen Plan für ihr Leben machen. Sie ist jetzt noch auf die Hilfe ihrer Eltern und ihres Vaters angewiesen, die für sie mitdenken und alles planen. Aber es gibt nun heute seit diesem Tag noch jemanden, der mit auf sie aufpasst und ihren Plan macht und sie führt und leitet. Und das ist unser gnädiger, treuer Gott, der das nicht nur für die Lydia tun will, die heute getauft wurde, sondern für uns alle. Und wir genauso erlöst sind und gerettet sind durch die Taufe. Amen. Der Wille Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.